Mein Name ist Chaim Ekstein und in der Lesson gehe ich übergehen, explainen, wieso Earnings Reports oder Major News Events kann impacten Optionpreisen. Und für uns ist es sehr wichtig, das zu verstehen, für die Trades anytime, wenn es ist beerdigte Zeit für Earnings oder für Major Announcements, Major News Events. Und ich will dich der Mann an als Options traden ist sehr eine risky Sache. Darauf Menschen verlieren Geld, wenn sie traden Options. Ich weiß nicht wie viel Prozent, aber darauf, probably in the 90s. Heute du bist nicht 1000% klar, wo das ist. Please stay weg von Options. No reason, dass diese Sachen verlieren Geld. And their lesson is for educational purposes only. So, lassen wir übergehen, für was Options werden sehr teuer für Earnings. Weil wir das verstehen, für Earnings, keiner weiß nicht, was die Company geht announcen. Man meint, die Uncertainty, was es in der Zeit für Earnings, was das kann sein, ein determining factor, ob der Stock soll raufgehen oder der Stock soll raufgehen, auf einen größeren Weg wie normal, weil der Report das kann machen, aufmachen, was es soll sein, und das macht, als implied volatility soll sehr stark erhoben. Jetzt haben wir gemacht eine extra Lesson auf implied volatility, but die implied volatility macht, dass Optionpreisen sollen sein sehr teuer, weil hohe implied volatility regt darauf sehr stark Options Premium. So, lemuschel, a tuk für Apple geht announcen seine Earnings, kann sein als Call mit Put-Option-Preisen sollen sein sehr teurer wie normal. Weil wie bald Menschen wissen nicht, was sie geht sein, oder will man nehmen Advantage von der Report und machen von dem Geld. Und oder will man sich protecten auf Positions, was man hat durch die Options Market. Das ist alles für die Earnings. Aber einmal die Earnings ist rausgekommen, dann muss geschehen, als auch, was sie wird ungeriefen IV Crush. Der Implied Volatility Crush sich dreht sich imagine an Ballon, aus der Ballon ungefüllt mit Lift. Earnings kommt raus, ist also wie das genommen an Needle, herangepinscht in den Ballon und die ganze Lift ist rausgegangen. So, was jetzt schon du Certainty, the Uncertainty ist weggegangen, der Hype ist weggegangen, der Wuss wird sein, bis wird sich tauschen, die alle Sachen sind weggegangen. Man meile IV geht zurück herup, und der Options Premium geht herup, und das wird ungeriefen IV Crush. Man meile kann sein, seine Sache mal, viele der Market moved. The stock can move in the direction, wo dies gemeint, dies gehalten zu geht herup gehen, ist der Stock herup gegangen. Aber der Option hat noch alles verloren, als Sache Geld, für was? Weil der Value, was der Abschnitt gehabt, was sie gekommen nur von der IV, das ist weggegangen. Die alle Sachen, was uns aber geschmiest ist, legabe Earnings Announcements, was das ist für specific companies. Aber für den ganzen Stock Market ist Neues, was ist du, auch sehr eine richtige Sache. Als ich in meinem Event, wie Lomuschel der Fed geht etwas announcen, a lawsuit von einer gewisse Company, a buyout von einer gewissen Company, a merger von einer gewissen Company, es arbeitet alles auf derselben Weg. Sie bringt Uncertainty. Uncertainty in the market regt darauf sehr stark IV. IV geht darauf, wird Options mehr expensive. Der Nice kommt daraus, gibt das Schlechte, ist nicht kein grosser Chilik. IV droppt, so du zurück Certainty in the market, und der Option verliert sehr Sach Value. Und das kann auskommen als Sach more, unfortunately, a trap für beginner Traders, weil Sach Menschen, Sach Traders, beginners, man kauft a call, man kauft a put für Earnings, für Neues, und man sagt, ob sie geht moven in eine Direction, gehe ich machen Geld. Und lass mal sagen, du bist gerecht, als ob sie geht auch moven. Aber dann stellt sich raus, so hat gemoved und das nicht gemacht kein Geld. Wieso kann das sein? Das ist alles, weil der IV ist rausgegangen, und man meint, ist der Lift rausgegangen von den Options, man meint, wegen dem ist der verloren Geld. So, the key lesson ist, als wenn du tradest Options, darfst du nicht nur sein gerecht auf Direction. Darfst auch sein gerecht auf Volatility. So, die Earnings mit den Nice Events kann machen oder zerbrechen dann Trade. Alles wendet sich laut, wieso du das gehandelt, die Volatility, wenn das gemacht der Trade. So, bottom line, frag nicht plain, wer der Stock heraufgehen, wer der Stock heraufgehen, frag anders, wie viel hat der Market schon herangefactored, der Tosch, wo es laut dem haben sie auch herangefactored, der IV, die Volatility von der Stock, und laut dem kannst du sehen, der Trade, wo du machst, macht Sense oder nicht. If you hast any andere Schale, any subject to the financial markets, please post it in the comment sections, oder du darfst mehr Clarity of the any of an IV, kannst es auch posten. Oder das dann auch von der Lesson, please like it and subscribe to the channel, oder subscribe durch zu chaimekstein.com/blog.